Herzlich willkommen da bei RetroCache. Sinnlose Let's Plays und fast so sinnlos wie meine Let's Plays sind, ist auch der Nintendo eShop. Aber um das soll es eigentlich gar nicht gehen in dem Video. Man könnte da mal rasch anschauen, entdecken, haben sie einmal da so das Neueste und das Aktuellste drin. Ist einmal noch cool zum mal anschauen. Wir machen da einen kleinen Overview jetzt mal über den eShop, den aktuellen Veröffentlichungen. Ja, wenn man sieht, sehr viel Schrott dabei. Denn jetzt im Angebot, da werden wir nachher einschauen. Und zwar werden wir da irgendein Spiel aussuchen, wo gerade Aktion ist, wo ich dann werde abladen und wo wir nachher auch zusammen werden spielen. Dann nehmen wir noch die Chart-Funktion. Da haben wir alle Spiele und exklusive Spiele oben dran. Da bei alle Spiele im Moment ist gerade das Pokémon, wo man vorab stellen kann, ist groß im Kurs, wie es aussieht. Plus Disney. Wie sagt man dem? Keine Ahnung, aber da ist etwas Komisches und halt gewisse Spiele, so wie es Lego City Undercover, wo Aktion ist, wo auch ab und zu wieder in den Charts auftaucht. Mario Kart und weiss ich, die üblichen Verdächtigen. Alle Spiele sind da auch die Hardware-Titel dabei und exklusive Downloads sind noch die Spiele dabei, wo man nur kann downloaden. Da haben sie einen extra Chart gemacht dafür. Uno ist kostenlos, glaube schon ewig. Ja, gut. Hat man noch bald erhältlich. Das ist mal auch noch interessant, teilweise, wenn man gerade auf ein Spiel wartet, dann kann man zwischendrin mal schauen, wo sind denn da Veröffentlichungszeitpunkte. Unten dran sehen wir den 16.11.22, 17.17. Ja, aber hat da in nächster Zeit jetzt auch nicht wirklich etwas dabei, wo ich wirklich drauf warte. Den Nintendo Switch Online, ja, da kann man glaube schauen, wie lange das Mitgliedschaft noch läuft und so Sachen und was eigentlich hat. Ja, ihr seht da, ich habe ohne Erweiterungspaket, weil die meisten Spiele, die es auf dem Nintendo 64 gibt, ja nicht physisch für den Nintendo 64. Darum sehe ich da im Moment nicht, wieso, dass ich nochmal Geld zahlen für Spiele, die ich eigentlich bereits besitze. Und da unten kann man einen Code einlösen, wenn man da die Nintendo eShop-Karten kauft am Kiosk oder in diversen Läden gibt's die ja mittlerweile auch. So, dann gehen wir aber zum eigentlichen Thema. Wir gehen hier zu den Aktionen und schauen da mal rein. Ich glaube, allzu viel Geld habe ich auch nicht mehr. Allzu viel Guthaben habe ich auch nicht mehr. Drum, ja, wir schauen jetzt da einfach mal rein. Dann hätten wir da das Quest Drive 3 zum Beispiel, da wäre relativ günstig. Keine Ahnung, um was das da geht. Sieht aber eigentlich noch interessant aus. Da wäre noch eins, wo wir könnten anspielen. Und da ist auch öfters in Aktion, ich habe es schon öfters gesehen. Kaufen wir da sonst gerade mal. Und dann sehen wir noch, gut, ein bisschen Geld haben wir noch drauf. Da habe ich noch etwa 11 Franken, also schließen. Und da wird jetzt da abgeladen. Eigentlich wird die wieder in den E-Shop. Danke. Ja, und die Ladezeiten sind auch nicht so gut im E-Shop. Und was mich am meisten stört eigentlich im Nintendo E-Shop ist, dass kein Bewertungssystem gibt für das Spiel. Wenn wir gerade schon dabei sind, im Angebot, habe ich wollen. Und ihr seht schon, es geht teilweise recht lang, bis das Zeug geladen wird. Den haben wir jetzt gerade gekauft, der wird jetzt abgeladen. Und erwartet das Gear Club da. Habe ich auch, habe ich aber physisch. Habe ich da ein bisschen mehr Geld zahlt, wieder, dass ich da jetzt zahlen muss. Und wenn ich da so eine Bastelfolge mache, wie heute, und die Folge werde ich auch heute noch aufladen, weil heute ist Sonntag und normal verbringe ich am Sonntag einmal ein Video, dann da werde ich einmal schauen, dass ich noch Spiele ablade, die auch länger in der Aktion tätig sind. Ich glaube, das Wasch, da ist irgendwie 7 Tage gestanden, also da ist noch ein paar Tage verfügbar. Das Gears Club würde ich jetzt nicht abladen, weil das ist nur noch 4 Stunden verfügbar. Das Overcook würde ich jetzt auch nicht holen, weil das sind nur noch 3 Tage. Also wenn ich wieder mal so eine Bastelfolge mache, dann werde ich zumindest auf da schauen. Den Ukulele,
Habe ich auch für die Switch gehabt, habe ich aber mittlerweile auch schon auf der Playstation und auf der Xbox, weil im Xbox ist es mal im Gold dabei gewesen und es sieht grafisch dort natürlich schon einiges besser aus, aber fast durchgespielt habe ich es eigentlich auf der Switch und so schlecht sieht es auf der Switch auch nicht aus. Finde ich jetzt, das ist meine Meinung. Wenn ihr natürlich auf Grafik und FPS und alles schaut, dann holt es euch für eine andere Konsole und nicht unbedingt für die Switch. Schauen wir mal noch weiter. Marathons, das sind so Minispiele, das ist so das Mario Party, aber relativ günstig gehalten. Haben wir auch mal gekauft, wie sie um einen Franken gekostet oder so. Ist noch lustig für zwischendrin, aber allzu viel gespielt habe ich es ehrlich gesagt auch noch nicht. Mortals Phoenix Horizon, oder wie es heisst, da haben wir auch für die Switch geholt, habe ich auch auf der Switch durchgespielt und finde jetzt grafisch auch nicht so schlecht. Sicher sieht es auf der anderen Konsole besser aus, aber es ist relativ ein solider Port in meinen Augen für die Switch. Ja, das Assassin's Creed da haben wir auch mal gekauft, weil es recht günstig war, habe ich aber auch noch nicht gespielt auf der Switch, keine Ahnung wie es aussieht. Da, Gears Club 2, da habe ich eben nicht physisch, das 1 habe ich physisch, das 2 nicht, da habe ich auch mal gekauft, was Aktion war. Habe ich aber nicht durchgespielt, im Gegensatz zum 1, aber habe im Moment auch gerade nicht so Bock auf Rennspiele, darum, ja, jetzt da noch mal ein paar Spiele rum, wo ich nicht groß etwas dazu sagen kann. Da ist Urban Trail Playground, da habe ich auch ein Let's Play auf meinem Kanal drauf, da habe ich glaube auch mal gekauft, was für den Preis erhältlich war und ich finde es jetzt noch lustig und ich sage, für 2 Franken macht er da wahrscheinlich noch nicht allzu viel falsch. Wissenstrainer habe ich auf der anderen Switch schon mal gekauft, ist auch noch lustig für zwischendurch. Queen Hell Spiel kenne ich, habe schon Let's Plays geschaut dazu, aber ob es auf der Switch vernünftig läuft oder nicht, keine Ahnung. Moving Out ist auch noch lustig, habe ich aber auf der Xbox auch. Der Survival ist der Überlebenskünstler oder irgendwie so etwas. Dann haben wir auch mal gekauft, haben mal angespielt, bin jetzt nicht unbedingt so großer Fan davon. Golf für 4 Fans finde ich dafür noch cool. Spiele aber mehrheitlich eigentlich auf dem PC oder auf der Xbox. Ja, dann schauen wir mal noch ein bisschen durch. Vielleicht haben wir ja noch mal Spiele, wo man findet, wo man denkt, könnte man durchaus mal noch anspielen oder anschauen. Als Inside habe ich auch mal angespielt, aber auch auf der Xbox. So wie es noch, habe ich auch auf der Xbox. Ist noch ein cooles Indie-Spiel, habe ich aber nicht ganz durchgespielt, bin aber nicht weit weg vom Ende und für Rätselplattformer Leute ist es sicher auch nicht so schlecht, aber ich wäre jetzt aber auch ein Spiel, das ich nicht holen will, da ist noch 2 Tage in Aktion. Ja. Und da ist auch öfters mal Aktion, aber ich bin im Moment gar nicht so auf dem 2D, 3D Grafik Schiene. Aber da wird sicher wieder mal so günstig sein, aber es läuft dann noch 3 Tage, darum wäre es jetzt auch kein Spiel für mich. Tief Simulator, Einbruchsimulator, ja, könnte man sich sicher mal anschauen für den Preis, ob er gut ist oder schlecht, keine Ahnung. Retro Games, was haben wir denn da? Das Pong oder das Ping oder was heisst, Schiffli versenken und Kreuzli und Bölleli malen. Ja, 5 Franken 40 kann man ja, wenn ihr wissen. Limbo habe ich noch nie gespielt und wäre jetzt auch noch relativ günstig, aber da ist eher so, ist ein bisschen zu düster für mich. Ich bin jetzt nicht unbedingt so Fan von Horror- oder Gruselspielen, auch wenn es eigentlich eher so ein 2D-Plattformer ist, aber ja, bei dem lasse ich jetzt mal die Finger. Das Gruseln war schwer abgeladen. Starlink ist auch ab und zu sehr günstig erhältlich. Habe ich auch mal gekauft, was sehr günstig war und ist auch nicht so schlecht. Habe aber erst etwa 2 Stunden gespielt, also auch noch nicht allzu viel sagen dazu. Ja, und dann hat es jetzt ehrlich gesagt gar nichts rum, wo mich wirklich anlacht. Unten da ist er am Laden. Motorwasch GT Rennspiel fahren. Ja, auch am 5 Franken 40. Tun wir das uns auch mal noch an. Oh, ich hasse es, wenn er so lange hat zum Laden. Ja, wir könnten uns mal den Trailer noch anschauen. Teilweise jetzt noch Trailers drin, nicht nur Bildchen.
Okay, mit Bewegungssteuerung, ja. Oder mit dem Labo. Da schauen wir uns auch noch an in dieser Folge. Ja, wieder Knöpfe, das ist halt. So, dann, was haben wir denn überhaupt? Oben da steht 1597 Artikel. Jetzt sind wir da natürlich wieder ganz zuoberst und bis wir da wieder drin sind, ja, geht's ewig. Also, haben wir da mal ein kleines Overview gehabt über den eShop und eben Bewertungssystem in der Kaiser, könnt ihr die Spiele antippen und ja, man sieht dann, was ist, da seht ihr, oben seht ihr den Namen, da seht ihr, wer der Publisher ist, nennt ihr ein paar Bildchen und Filmchen, da unten einen kurzen Beschreib, da wenn es noch zusätzliche Inhalt gibt und da unten nachher ja, allgemeine Informationen, für ich war versprochen, dass verfügbar ist, in welchem Modi, dass man es spielen kann, was für eine Größe das Datei hat, für wie viele Spieler, wird der Switch Pro Controller unterstützt oder nicht, Speichercloud-Unterstützung oder nicht, Genre und das Veröffentlichungsdatum und unten dran noch ein paar Verbraucherhinweise mit Gewalt, Angst und ab welchem Jahr das Spiel eigentlich freigegeben wäre. Gut. So, dann müsst ihr den Cut jetzt entschuldigen, den ich da drin habe, aber ich möchte jetzt uns Cousin Drive 3 mal anschauen. Haben wir uns ja vorher gekauft und abgeladen. M2H. Also M2H. Wähle in den Optionen eine Farbe für deinen Spielernamen aus. Ja, aber ist noch am Laden. Okay. Also spielen, Spiele offline, Werkstatt Optionen. Also spielen. Level 1. Ja, da haben wir schon gelesen. Jetzt ist die Frage, um was geht's da? Tutorial. Gaspedal ist da gut. Schnellreise, okay. Links, rechts. Jeder wurde festgenommen, verloren. Was? Da ein Boost, okay. Da ist die Handbremse. Ein Hupi hat ja noch. Also Tutorial-Abschnitt abgeschlossen und jetzt bin ich da irgendwie quasi in einer halbwegs Open World und was muss ich jetzt machen? Rückwärtssalto. Okay, machen wir einen Rückwärtssalto. Okay, grafisch sieht es jetzt nicht unbedingt der Hammer aus. Sammle am meisten Münzen, was? Aber immer nur 360 Grad Drehung machen. Nicht lange für 360 Grad. Jetzt sind da noch andere Spieler rum, oder ich komme gar nicht raus. Kettenstanz. Was?
Bin ich jetzt da einfach irgendwo mitten im Spiel rein, oder was? Oder laufen da einfach... Okay, unter Wasser kann ich auch fahren. Und im Wasser rein jetzt auch Münzen. Ja. Ich mache jetzt einfach mal mit dem Spiel mit. Ich komme nicht raus, was ich machen muss. Jetzt ehrlich gesagt überfordert mit dem Spiel. Ich bin einfach ein bisschen rumgefusen, ein bisschen rumfahren und irgendwie zwischendrin startet einfach mal so Minigames. Und da jetzt noch Kisten gehabt. Ich glaube, die Kiste wäre sicher noch interessant, oder? Ja. 14 Sekunden und ich bin wie irgendwo weit hinten dran. Aber da jetzt vor allem Switch-Spieler drin. Dort oben sieht man noch. Die ersten zwei sind Switch-Spieler. Ich bin auch ein. Ich bin einer von den Schlechteren. Okay. Verbessere dein Fahrzeug. Also mit die Werkstatt. Okay. Aha, aber für das muss ich zuerst mehr Geld haben, oder? Unten. Man jetzt sucht. Hast du alle Easter Eggs gefunden? Nein, ich habe noch kein einziges gefunden. Ich spiele auch noch nicht allzu lang. Wenn wir ehrlich sind. Stehle die Krone. Also da bist du eigentlich in dieser Welt rein. Dann bist du eigentlich automatisch in dieser Playlist. Dann bist du automatisch, nimmst du dann an diesen verschiedenen Spielen teil. He? Fahre Höchstgeschwindigkeit. Höchstgeschwindigkeit. Bei Events beenden. Okay, jetzt habe ich also mehrheitlich das Tutorial, bin ich immer am durchspielen. Ja. Also ich glaube, das kann durchaus ein lustiges Spiel sein, aber ich glaube, da gibt es eben verschiedene Modi, in dem Fall Münzen sammeln, wahrscheinlich auch Trick-Event, Kronen klauen von den anderen und alles. Ich glaube sicher ein lustiges Spiel für zwischen die Türen. Ja. Und jetzt sind wir verloren. Und ja. Ich würde sagen beenden. Das Spiel hätten wir gesehen, dann würden wir uns noch das andere rasch anschauen und dann wäre es da auch schon gewesen von dieser Folge. Wenn wir natürlich noch rasch schauen. Ja, ist noch nicht drin, also wird es einen Schnitt geben. In dem Fall bis gleich. Willkommen zurück nach dem kurzen Schnitt und wie gesagt, wenn wir uns jetzt da GT Dingsbums noch anschauen.
keine Ahnung, ob der gut ist oder nicht. Mal schauen jetzt einfach mal rein. Ein Soundfact schon mal sicher. Einfach fahren, Karriere. Wir beginnen mal Karriere, oder? Also, ich spiele noch mit dem Pole-Controller und zwar mit Bewegungssteuerung. Man wird das ja schon mal ein bisschen dran antasten. Sieht eigentlich wie so ein altes Arcade-Spiel aus. Aber es stört sich relativ direkt, also man hat ein gutes Gefühl. Oh, das ist nicht gut gewesen, hä? Aber da gibt es Punkte, wenn man knapp an den Auto vorbeifährt mit der Punkte. Mission beendet, also keine Ahnung. Punkt. Aber die Musik ist recht laut, das ist ein bisschen mühsam. Ich fahre immer mit Bedacht. Also. Benötigte Leistung. Ja, ich würde sagen, schauen wir uns den nächsten auch noch an. Machen wir mal ein bisschen mehr auf Risiko. Wirklich wenn als Arcade-Spiel. Okay, das ist nicht so gut gewesen. Aber stört sich auch noch gut mit dem Controller, muss man sagen. Ja. Ah, ich stelle mich nicht so gut an. Also im Grunde genommen simpel, einfach so SR-Game halt mit Bewegungssteuerung, was aber noch gut umgesetzt ist, finde ich jetzt arcade-mäßig. Wenn man auf das steht, dann kann man sicher nicht allzu viel falsch machen für den Preis. So. Wie
Ich würde dann aber sagen, das wäre es gewesen von dieser Folge eigentlich. Somit haben wir ein bisschen im eShop rumgestöbert und uns das Quest Drive 3 mal angeschaut und das Motto GT irgendetwas. So, dass ich heute wenigstens noch Folge habe. Entschuldigung, dass ich heute so billige Folge mache. Ähm, Eigentlich möchte ich noch eine neue SSD kaufen für meinen Computer, dass ich wieder mal ein bisschen mehr Speicher vorig hätte. Und dann möchte ich eigentlich das Diablo 3 mal in Angriff nehmen. Wäre dann auch wieder eher ein bisschen eine längere Sache wie es Kirby, aber das Diablo ist auch schon ein paar Jahre alt und würde eher ein bisschen reinpassen in mein Retro-Konzept. Somit wäre es das gewesen von dieser Folge. Vielen Dank und man hört sich.